Habe der Nasenbär, ich bin der Granti, ich zock gern Computerspiele und heute rede ich zum zweiten Mal sauberz lang über The Black Mirror. Es ist August 1981 in England, unser Opa hat gerade seine neue GoPro ausprobiert und nachdem das sauber daneben gegangen ist, hat der Samuel Gordon beschlossen, nach 12 Jahren Abwesenheit wieder heimzukommen. Er sagt, er möchte rausfinden, was mit seinem Opa passiert ist, aber ehrlich gesagt, ich glaube, tief im Inneren möchte er einfach nur Leid härter auf den Sack gehen als ein Domina, der sich auf Trampling spezialisiert hat. Bitte googelt's das nicht. Den Typen spielen wir jedenfalls und an seinem ersten Tag haben wir es geschafft, uns ins zugesperrte Turmzimmer vom Opa William zu rätseln, was mehrere Stunden dauert hat und vermutlich mit 2-3 saftige Tritte auch erledigt gewesen war. Da haben wir dann herausgefunden, dass der William ein Familienfluch auf der Spur ist und die Spur nehmen wir jetzt frisch auf. Wir wollen 5 Schlüssel finden, um irgendwas damit zu machen und dementsprechend macht man uns jetzt auf die Suche. Nur dass an Sam kurz nach der Entdeckung kopfbedingt zusammenlässt und er jetzt im Bett flackt, um sie auszumruhen. Ab jetzt geht's wieder ans Eingemachte und das Glasel ist voller Spoiler. Wer also nicht wissen will, wie es weitergeht, der kann mir jetzt schon mal seinen Daumen da lassen und dann das tägliche Duolingo machen, seine Tastatur mal wieder putzen oder ein bisschen Don't Drop the Sword hören. Und der Rest darf sich mit mir in ein gemütliches Himmelbett legen und einen totalen Scheißdreck zusammendramen. Sir, open up! What's the matter then? It's horrible, Sir. Wir dramen vor dem Schlüssel und der Leiche im Teich, nur um am nächsten Morgen zu erfahren, dass unser Gärtner in selbigen Teich sein Freischwimmer versucht und verkackt hat. Ihr Mann wurde ertrunken gefunden. Oh mein Gott, ist er tot? Moment, er wurde für betrunken befunden. Die beiden Begriffe bringe ich immer durcheinander. They found him dead this morning in the pond. Das muss der erst einmal schaffen bei 20 cm tiefen Lockern. Alle gingen davon aus, dass er mit einem Fotzenrausch in der Lädchen eben jene Lädchen unfreiwillig ins Wasser taucht hat und das war's dann. He wouldn't be the first drunkard to have drowned like this. Streng genommen hat ihn also das Wasser umgebracht und nicht der Alkohol. Der Meinung ist übrigens auch der Detective Collier. Der ist zwar Polizist, aber war halt besser als Huren Mantelständer aufkommen, warum werden wir noch sehen. Er informiert / verhört uns bezüglich Henrys wässrigen Dahinscheidens, schöner Genitiv, und dann schleicht er sie wieder. Thanks for your time, Gordon. You're welcome, Detective. Goodbye. Und so starten wir in den zweiten Tag. Ohne Gärtner, aber mit einem Riesensau wieder. Übrigens, die Kirche scheint bis hierher zum Wirken, weil wenn das nicht der langsamste Ring der Welt ist, dann weiß ich es auch nicht. Now that Henry is dead, I've got to find a way to obtain the second part of that strange object. Der Sam ist offensichtlich von Trauer nur so überwältigt und überlegt sich, wie er einen zweiten Teil von dem seltsamen Gegenstand kommen soll, jetzt wo der Henry tot ist. Übrigens muss ich das Spiel hier kurz einmal loben. Dass der Sam bei dem Piss wieder seine Kapuzen aufgeklappt ist ein echt gutes Detail. Ja, jetzt wo der Henry perdu ist, gruscht man natürlich erstmal seine Graffe durch, schließlich brauchen wir die Quittung. Im Gewächshäusl gibt's zur Abwechslung ein zugesperrtes Kastel. It's locked. Der Schlüssel dafür kann derjenige sein, den wir im Traum gesehen haben und dementsprechend schauen wir mal in der Sifflackern nach. According to both Bates and Collier, Henry's body was tangled up in algae when they found him. Okay, das ist die Gelegenheit für einen meiner berühmten Wortwitze. Achtung, Antwort auf Englisch bitte. Welche Unterwäsche ziehen Sie Mathematikerinnen an? An Algebra. danke, kannst wieder aufhören. Was deppert zum Rande? Seht ihr den Fußabdruck hier? Wunderbar, ich nämlich auch nicht. Zum Glück hat der Sam deutlich bessere Augen. There's a deep footprint in the mud. Und die benutzt er dann gleich, um Apps am Grund von der Lockern zu erspähen. Something is glittering at the bottom. What could it be? Aber egal, ob ich jetzt mit linker oder rechter Maustasten klick, einig lang an Aussagen kümmern's nicht. Stattdessen gibt's nutzlose Kommentare. I shouldn't have made Henry clean the fountain. How could I have known that something like that would happen? The water is murkier than yesterday. The water is something. What could... Hast Angst, dass deine Ärmel nass werden? Weil falls du das nicht gespannt hast, es rennt in Strömen. Darmverschluss und Beckenbruch, ich hab das so gefressen, wenn alles verkompliziert werden muss. Wahrscheinlich dürfen wir jetzt den nächstgelegenen Zirkus rennen, einen von denen Grabschomaten dort legen und dann zurückbringen, bloß damit wir den Scheißdreck aus dem Wasser fischen können. Und das ist die Art Computerspiele, von denen man zum Amokläufer wird, nicht Counter-Strike. Irgendwie muss man das Wasser also ablassen können. Und eventuell weiß der Bates, wie das geht. Ist da einfach die Tür offen. Wir könnten jetzt geradewegs durchgehen. Ich hab keinen Schlüssel gestohlen, ich hab keinen Türrahmen weggesprengt. Die Tür ist offen, aber es fühlt sich einfach so unverdient an. Naja,
Ich mag die Atmosphäre hier unten wahnsinnig gern. Es wirkt einfach auf eine richtig gemütliche Art bedrohlich. Und dass der Bates da umeinander steht und Messer schleift, macht's irgendwie noch geiler. Bates, can the fountain back in the garden be drained? Yes, there is a big pump in the cellar. It controls the water flow for the whole castle. And Detective Collier should probably be notified about it, sir. Schaut aus, es kann man das Wasser tatsächlich ablassen, mit Hilfe von der Pumpen. Die Polizei wird davon nicht begeistert sein, aber was ist schon Recht und Gesetz im Gegensatz zu Point und Click? Unser Serviettenfalter erzählt uns, dass er der Collier schon über das Auffinden der Leiche ausgefragt hat und das für ihn sehr belastend war, alles erneut zum Durchleben. It was very unpleasant having to describe it all over again, sir. Oh? Also darf er uns natürlich alles gleich nochmal erzählen. I was afraid you would ask. Well, if I must. Ich meine, es ist nicht so, als darf man dabei irgendwas Nice erfahren, aber so vergisst der Bates wenigstens nicht, wer der Chef im Haus ist. Die Wasserpumpen, von der er erzählt hat, wohnt hier zum Glück gleich ums Eck. Water distribution controls. I have no idea which one does what. Da wir keine Ahnung haben, wie wir den Oschi hier bedienen, lassen wir uns nur einen Schnellkurs geben. I think it is broken. The water level can still be adjusted using the other valves. It just takes a moment to figure out the right setup for what you want to do. If I remember correctly, the second column from the right displays the level of water in the fountain. Und jetzt wolltet ihr mich gerade darüber auslassen, dass das garantiert wieder so eine dämliche Art von Rätsel ist, die ich überhaupt nicht mag. Erinnert euch an diesen kreuzterschissenen Boiler aus Darkfall? Meiner Meinung nach frisst sowas ewig Zeit, ist nur dafür da, dass man die Laufzeit für den Spur ein bisschen ausstopft und hat so ein Geschmäckle von einer kreativen Bankrotterklärung. Aber dann war der Käse in ungefähr 5 Klicks gegessen und dann war es mir auch wurscht. Ready. Jetzt, wo das Wasser abgelassen worden ist, gehen wir zurück zum Teich und da fällt uns ein ähnliches Symbol wie am Turm auf. Schon wieder direkt neben einer Leichen. Wir lichten es ab und glauben natürlich den Schlüssel auf, wegen dem wir überhaupt hergekommen sind. Mit dem drum sparen wir dann das Kastel auf und finden keine Quittung, aber dafür einen Brief und irgendwie verwirrt mich alles an diesem Brief. A letter. It's addressed to Victoria. Madam, please regard this letter as one from an anonymous friend. One of your servants is not whom he pretends to be. On several occasions, I watched him sneak quietly into the castle cellar, using the old back door. I saw that person take away several bottles of some of the best vintages of your wine that you value so much. The person's name is Morris. Henry meant to blackmail Morris. Der Samuel schlussfolgert jetzt, dass der Henry und Morris erpressen wollten. Aber wie kommt man auf die Idee? Der Brief war direkt an Victoria gerichtet. Was da droht, deutet auf Erpressung hin. Und dann der Brief selber. Erst dieses mysteriöse Getue von wegen einer ihrer Angestellten. Und am Schluss schreibt der Bredelbrot, der Morris war's. Ja, sag halt einfach gleich, wie es ist. Und dann dieses, ich bin ein anonymer Freund, du Aff, du Bläder. Es arbeiten genau 3 Leute auf dem Anwesen und einen davon hast du gerade denunziert. Was meinst du, wie lange es dauert hätte, bis die drauf kommen warten, von wem der Brief ist? Abgesehen davon, dass vermutlich gleich Gerocher hätten, wenn er geschrieben hat, weil ein Gärtner, der sauft, darf ein interessantes Duftspektrum abdecken. Morris, I know you've been stealing wine from our cellars. Man kann einen Morris jetzt damit konfrontieren und alles, was er dazu zu sagen hat, ist: Well, I only took a few bottles, sir. There's such a lot of them in there, I thought nobody would notice. Will you give me that letter, sir? Ja, sorry, ich hab gemeint, das merkt keiner. Kann ich den Brief haben? Und wie ein kompletter Saudepp, geben wir dem einfach. Here it is. Keine Entscheidungsmöglichkeit, nix, wir geben ihm automatisch. Er sagt nicht einmal Danke. Und wisst, was der Gipfel von dem Scheißheiferl ist? Wie so viel in dem Spiel bringt's einfach nix. Es wirkt wie eine Spur, ein Nebenstrang von der Geschichte, als darf's zu irgendwas Plottrelevantem führen, aber na. Das komplette Gespräch läuft einfach wie so ein schnuckliges Güllerinnsal direkt aus dem narrativen Laster und versickert auf dem Acker der Belanglosigkeit. Aber wenn wir schon bei unserem Viertelstriegler sind, dann befragen wir natürlich auch noch. Der hat schließlich einen Henry als erstes entdeckt. I guess it had to end like this. It sounds like you really don't care that it happened. Im Endeffekt fegten der Sam die ganze Zeit nur an. You're thinking that maybe what happened to Henry might not have been an accident and that somebody might have helped him into that pond. I'm not accusing you of anything, Morris. At least not yet. Have you boarded up the old well like I asked you to yesterday? Not yet, sir. I'll do it today. I'm surprised that Henry didn't fall into it. Excuse me, sir? You know well how I meant that. I want to see it secured today, or you can start looking for a new job. Ich hab langsam das Gefühl, man kann durch das ganze Spiel mit 2 Aktionen kommen. Linke Maustaste für Geld schmeißen und rechte Maustasten für mit Kündigung drohen.
I've got no idea what happened that night. How do you know that it was nighttime? I heard it from Dr. Hermann. Wir erfahren, dass der Herman uns mehr zu den Todesumständen sagen kann und den wollte aber von gestern sowieso noch besuchen, damit er uns mehr zu Williams Tod erklärt. Davor darf ich allerdings gerne nur zur Pfann bleiben, bloß der Betreiber ist ungefähr so nutzlos wie sein Krempel. A few days ago, a man pawned a certain object here. An article similar to this one. I'd like to redeem the object. Certainly, sir. It's £35. And I require the bill of exchange with the owner's signed agreement, of course. Murray, Henry can't possibly redeem it. How do you know that? He's dead. I'm truly sorry to hear that, but I'm afraid the owner's death changes nothing. I am willing to pay triple the price for it. Triple, you say? No, that's quite impossible. So how much money do I need to convince you? No bill of exchange translates to no release. I thought he was more into money. Warum ist das Konzept von Integrität für dich so schwer zu erfassen, Samuel? Er will uns den Stor, den der Henry ihm verpfändet hat, um kein Geld der Welt geben, ohne diese gottverdammte Quittung. Und Fotos kann er auch nicht entwickeln. I need to get a film developed, and I've heard that you can do it. Trouble is, my machine has been out of order for quite some time now. I can't be of use in that respect. Sorry. Danke fürs Gespräch. Bye. Wenn wir schon da sind, schauen wir in den Pub und da erfahren wir, dass jeder schon über Henrys Tod Bescheid weiß und der Mark verrät uns, dass er ihn gestern Abend getroffen hat. Und dass der Henry stocknüchtern war. It's true that he used to drink a lot, but he didn't drink every day. And yesterday, he was sober. I would have noticed. So, Henry was still sober in the evening, and they found him drowned at dawn. Damit ist die Psuffer der Suffer-Theorie wohl, genau wie der Henry, ins Wasser gefallen. Nochmal ein Lob übrigens hier an die Details in dem Spiel. Das Menü ist unwesentlich, weil die Kreiden wegen dem Regen verschmiert ist. Im Pub hört man einen Ring aufs Dach trommeln. Ich mag sowas. Es fördert die Immersion und es zeugt einfach von Liebe zum Detail. Unseren nächsten Besuch starten wir also am Herman ab. Oh, Mr. Gordon. Minimal irritierend, dass seine Sprachausgabe Hall drauf hat, aber wenn wir draußen sind, lasst's mir das einmal ganz kurz richten. Oh, Mr. Gordon. I would wish you a nice day, but that is not what it is today. Please, follow me. So, what do you need? I have returned as per our conversation yesterday. Let me guess. This is about William, right? Yes. You mentioned some bad burns on his body. On the chest area, to be more specific. Yes. So? So, what? When we talked yesterday, you said you would tell me more about it. That is why I am here. Is that what I said? Well, I can only repeat what I have already told you. Massive burns on the chest caused by an unknown object. Is that all? So, zu Williams Tod erzählt er uns jetzt was komplett anderes als gestern und an gestern kann er sich angeblich auch nicht mehr so gut erinnern. Suspekt. Mir beschließt mal bei Gelegenheit einmal einen Blick in seinen Obduktionsbericht zum Schmeißen und generell einfach sein Zimmer zum Durchwühlen. Why is he concealing what he originally wanted to tell me after we had first met? That death report would interest me, but not in his presence. Ach ja, und die Quittung vom Henry ruckt er auch nicht raus, weil der Fall noch nicht abgeschlossen ist und alles, was am Henry kehrt, als Beweismittelzeit. Hervorragend! Apropos Henry, von dem redet er erst, als war er ganz klar, dass er im Rausch abgesoffen ist. It was inevitable that he would end this way. He was a lost cause. It was not usually serious. However, on this occasion, he overestimated his capacity for drink for the last time. Aber auf den Fußabdruck angesprochen verrät er uns, dass der Henry auf gar keinen Fall der Suffer sein kann. His skin was entirely white. You see, I know what the body of a drowned man looks like even after a month, but this was different. He looked as if he did not have a single drop of blood left in his body. Even if someone deliberately wanted to extract all of his blood, there would still be some remaining in the organs and muscles.
Das ist so nicht üblich und daher ist er sich absolut sicher, dass der Henry nicht der Sofa sein kann. Welches Schweinerl darf's denn nicht sein, oder Mo? Seinem fällt der Widerspruch nicht einmal auf und ehrlich gesagt, ich bin überrascht, dass er mir aufgefallen ist. Das Ganze hat der Herman jedenfalls nicht einmal der Polizei gesagt. He would think I am going mad. Als krönenden Abschluss zu dem mehr als seltsamen Gespräch versucht der Sam jetzt auch noch einen Herman zum Stecher, damit er im Keller umeinander gruschen darf. Doctor, do you think you could go outside for a moment so I could have a look around? I could forget my wallet on the table when you return. Excuse me? Buh, das ist jetzt das 3. Mal, dass du versuchst, einfach Geld auf ein Problem zu schmeißen, bis es weggeht. Ich muss sagen, als Protagonist wird mir der Sam immer unsympathischer. Der Herman schmeißt uns raus und wir durchwühlen selbstverständlich als allererst seinen Müll. A lot of torn papers are on the top. Oh na. I'll have a look at them. Bitte nicht. Okay, das geht eigentlich. Aber trotzdem macht's halt einen zerknüllten Klumpen Papier draus und der Spatzen so dämliche Puzzlerätsel. Alter, dafür spiele ich solche Spiele nicht. Dear H, my next delivery will reach you soon. Delivery will reach you soon. You need not worry. Everything has gone smoothly. No one knows anything, and that is how it is going to stay. Do not forget that what I am doing here is for the good of science, and without your help, I would be unable to continue my research. H. Herman is likely the addressee, but who's hiding behind the R? So, und jetzt erinnert euch bitte an den ersten Teil vom Video und an die Memo, die wir in der Zeitung gefunden haben. Wir als Spieler wissen dank der Tatsache, dass der Text in Hermans Stimme vorgelesen worden ist, schon die ganze Zeit, dass der Herman hinter dem Brief stecken muss. Und aufgrund der Initialen HH. Ja, ist gut jetzt! Müsste jetzt eigentlich auch dem Lormsierer hier klar sein. Von daher finde ich es ganz schön frech, dass unsere Spielfigur nicht hier schon checkt, dass Herman und Robert unter irgendeiner ganz dubiosen Decken stecken. Aber gut, da kann man nichts machen außer maulen. Wir latschen nochmal runter in die Kadavergarage und diesmal können wir uns endlich umschauen. Die Kanister da unten enthalten Flüssigkeit, mit der man Fotos entwickeln kann und von daher fragen wir an Herman gleich einmal, ob er uns Entwicklungshilfe leisten kann. Aha! You see, Gordon, this is not a copier for tourists. You are standing in a morgue. I have run out of toner. Would you bring me some from the village? Right. I'll be back. Da ihm dafür allerdings der Toner fehlt, lässt man ein bisschen Laufburschenarbeit, fetzt man zur Pfandleihe und holen ihm sein Zeug. Here it is. Thanks. Bye. Jetzt kann er uns zwar unsere Beutel herrichten, aber das wird ein bisschen dauern, was für uns bedeutet, dass wir wieder blöd in der Gegend anfetzen dürfen, bis er Spiel beschließt, dass die Beutel jetzt halt fertig sind. Das Einzige, was gerade einigermaßen akut ist die Quittung zum Kriegen und damit da was vorangeht, braucht man eine Möglichkeit, uns in Ruhe beim Herman umzuschauen und Henrys Hinterlassenschaft zu durchwühlen. Und wer sich jetzt nur daran erinnern kann, dass der Mark ab und zu von Herman gearbeitet hat, der kommt vielleicht auf die Idee, MO zum Sprecher und das gibt uns die Möglichkeit, ihn selber zu engagieren. Well, I need a certain favor from you. As a matter of fact, it has to do with Dr. Herman. So what's the deal? Und zwar im Endeffekt für einen Klingelstreich. Ring the doorbell and wait until he comes upstairs. Talk about whatever you want. Just keep him there for as long as you can. You better find someone else for this. Der Mark hat zwar moralische Bedenken, aber wir haben Geld. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. What time should I show up? Now who could that be? Damn! Das funktioniert wieder erwarten ganz gut und wir krammen in Hermans Klump umeinander wie eine Maus im Kas. Now where's that bloody bill of exchange? So finden wir nicht nur endlich unsere Quittung, Henry's bill of exchange. Excellent. Excellent. Sondern auch einen Batzen Plastik, mit dem man Abdrücke von irgendwelchem Zeug machen kann. A piece of plastic for making imprints. It could come in handy. Wird zum Beispiel von dem Müllcontainerschlüssel, der hier umeinander hängt. Key to the garbage container at the front of the morgue is in this bundle. I wonder what Herman was disposing of so quickly. It must be the large one. The other keys are small. I can't pick it up right now. Herman would surely notice. Oh, meine Fresse, ich hab gemeint, der hört gar nicht mehr auf zum Reden. Das war ein Klick, um das Ding näher anzuschauen und der Typ gibt einen Bewusstseinsstrom von sich wie James Joyce Ulysses. I made an imprint of the key in the plastic. Wir machen mal kurz einen Abdruck und dann kommt der gute Herr Doktor schon wieder zurück. See you, Doctor. Goodbye, Gordon.
Damit ruckt der Alte vom Pfandheisel endlich das Objekt unserer Begierde raus, nicht ohne uns noch mal bescheißen zu wollen. It's £40, sir. Didn't you say 35 at first? Excuse me, I've made a mistake. Sure. I'll go get it for you right away. Bye. Und wir basteln die zwei Teile zusammen, wodurch was Erstaunliches passiert. The parts have clicked into one another. Statt zwei Teile haben wir jetzt eins. Und das war's. Keine Vermutung vom Sam, was das drum sein könnte. Kein Kommentar, wofür das Teil seiner Meinung nach brauchbar war. Aus Effi Scheißdreck, das rollt jetzt einfach blöd in unserer Jackentasche umeinander. Was noch blöd rumrollt, ist meine Wenigkeit. Da es The Black Mirror mehr an klare Ziele und gute Wegweiser mangelt als mir an Taktgefühl, bin ich wieder eine Ewigkeit komplett ahnungslos in der Weltgeschichte umeinander gewatschelt wie so ein Zoopinguin, den sie im Bayerischen Wald ausgewildert haben. Irgendwann bin ich dann wieder in der Borzen da gelandet und habe einen Wirt angeschmatzt, nur um festzustellen, dass ich ihm und sonst keinen Menschen in dem ganzen Spiel fragen kann, ob er wen kennt, der Schlüssel machen kann. Well, I'm not sure if he's the man for the job, but Mark here has a few skills. Just ask him. I need someone to make a key for me. Just give it to me and pick up the result in an hour or so. Er macht uns also einen Schlüssel aus unserem Abdruck, nur wann der fertig ist, das weiß kein Mensch. Oder was wir in der Zwischenzeit wieder da sind, damit irgendwas Neues passiert. Die Lösung ist einfach wieder von Bildschirm zu laufen, bis der Mark einen Schlüssel für uns im Pub abgibt. Have you seen Mark? He was supposed to wait for me here. Aye, he popped in just a moment ago, but went somewhere right away. But he's left this key for you here. Und nach all dem Hin und Her können wir endlich in die scheiß Mülltonne reinschauen. Und da drin finden wir... Okay, das ist keine Bolognese. Also ich sag nicht, dass es nicht schmecken darf, aber das ist keine Bolognese. The stink of decaying flesh is forcing tears into my eyes. Disgusting. Da schnappen wir uns Henrys alte Klamotten und Sam fragt sich, durchaus zu Recht, warum die Bondel da nicht unter der Erde sind. Kurz darauf denkt er sich scheinbar nicht mein Zirkus, nicht meine Affen, weil das kommt nie wieder zur Sprache. Stattdessen schauen wir uns dieses absolute Luxusleiberl einmal genauer an. The pockets are empty, but I feel something hard inside. That's what she said. Und wie kriegen wir das mysteriöse Objekt jetzt aus dem Jackenfutter raus? Mit unserem verlässlichen Schachmesser. The gem has perfectly smooth edges. Okay, das findet jetzt wahrscheinlich bloß wieder ich seltsam und eventuell suche ich gerade einfach nur noch was zum Motzen, aber warum sagt der Typ nicht sowas wie Donnerlittchen, das muss der Edelstein sein, von dem Morris gesprochen hat. Ich mein, stellt sich vor, ihr isst einen Salat und es knirscht auf einmal. Ihr schaut's nach, was da knirscht und dann sagt's, das ist ja mal ein richtig schön glänzender Chitinpanzer an dem Käfer, anstatt da ist ein 5 cm Hirschkäfer in meinem Salat herober, wo der für hinspeien. Bonjour. Wir setzen den Edelstahl also in das Gebilde ein und eigentlich kann man genauso gut Lego spielen. Ich warte auf irgendeinen magischen Scheiß oder wenigstens irgendeine Anmerkung vom Samuel, der ja sonst zu allem was zum Sagen hat, aber es passiert einfach nix. Wenn wir schon da sind, holen wir noch unsere entwickelten Fotos ab und erwähnen mit keinem Wort die Knächersulz in Hermanns Mülleimer. I'll put the pictures in my diary. Achso, das ist jetzt dein Tagebuch hier, hä? Du verwöhnter Bengel, du. Alles, was auf der To-Do-Listen übrig bleibt, ist in der Kirche zum Randalieren und da können wir jetzt auch endlich eine. Father Frederick? Yes? Father, I'd like to talk with you about William. He kept asking me to let him into the old belfry. He always spent a lot of time in there, and then left exhausted. I'm interested in having a look around the old belfry. But my son, the belfry is closed to the public. It is very important. Believe me. All right then. Nach einem Gespräch mit dem Pfarrer, bei dem wir eigentlich nichts Interessantes erfahren, dürfen wir in den alten Glockenturm und versucht mal Williams Spuren zu folgen. I have to figure out how William entered Marcus's tomb. Und das mal gibt uns das Spiel auch verhältnismäßig klar zum Verstehen, was von uns mehr hat. Its shape resembles that of the stone object. Unser Bausatz landet hier in der Wand und zur Belohnung für diese intellektuelle Meisterleistung dürfen wir Storndl schirmen.
This must be what William wrote about in his diary. I have to figure out how it works. Ja, klar, es ist nicht das schwierigste Rätsel, aber warum? Braucht's das da wirklich? Ich meine, ich maul extrem viel, deswegen gibt's jetzt mal wieder ein bisschen konstruktives Gemecker. Ich hätte an William in sein Tagebücher schreiben lassen, dass er in der Kirche den ersten 4 Schritten vom Bruder Jakob folgen musste. Und in dem Raum hier hätte er dann 3 Heiligenstatuen an der Wand aufgestellt mit eingravierten Namen, meinetwegen St. Ferdinand, St. Andrew und St. Georgia, jeder mit einer Vertiefung für unser Medaillon. Außerdem hätte er die, gut sichtbar, irgendwo ein paar Notenbladel für Glockenspiele hingelegt, die man durchschauen kann. Und eins davon war natürlich Bruder Jakob. Und die benötigten Glockentöne warten F, G, A, F für den Anfang vom Refrain. Vom Spieler hätte dann die Transferleistung erwartet, die Anfangsbuchstaben von den heiligen Namen mit den Noten in Verbindung zu bringen, und nachdem er das Medaillon in der richtigen Reihenfolge mit den Statuen benutzt hat, war das hier passiert. Nachdem wir den starrendsten Teppich aller Zeiten hochkommen und zusammengefallen haben, begeben wir uns in die Tiefen der Kirche. The air in here is barely breathable. Da stelle ich eventuell fest, dass ich was vergessen habe, laufe noch ein bisschen auf, weil wegen Cardio schaut nie, und dann setzen wir unser Storndl hier in den Wind ein. Fragt's mich nicht wie, aber das Licht geht an und Eingangstür zu. Damn, what was that? Entrance has closed. Wunderbar, ich mag Escape Rooms. Und was ich noch mag? Rätsel. Also so sprichwörtliche Bilbo-Beutlin gegen Gollum-Rätsel, wo man kreativ sein und wirklich nachdenken muss. The pages are well preserved. I'll have a look. It can't be seen, but it can be heard. It will not speak unless it's spoken to. Ich weiß schon, dafür müsste man eigentlich auch kein Point-and-Click-Adventure spielen, sondern es darf lange, wenn man sich Rätselbücher holt oder sowas, aber ich bin einfach nur froh, dass das mal kein Schiebe- oder Puzzlerätsel ist, okay? Und ich bin mir absolut sicher, dass die Antwort hier Echo sein muss. Man kann es nicht sehen, man kann es bloß hören, und es redet nicht, solange es nicht angesprochen wird. Schwarz, wenn man es kauft, rot, wenn man es benutzt, und grau, wenn man es wegwirft. 100 pro Kohle. Und gerade als ich mich darüber gefreut habe, dass ich endlich einmal intelligent war, fällt mir auf, dass die Beutel neben dem Text sowieso schon mal alles verraten. Ja, gut, fahren wir halt mit Stützradl. It works. Shall wisdom be your way? Das nächste Rätsel ist wieder absoluter Klassiker. Je mehr man wegnimmt, desto größer wird's. Natürlich ein Loch. Das letzte Rätsel war übrigens richtig geil. Städte ohne Häuser, Flüsse ohne Wasser, Wälder ohne Baum. Ich hab mir bei dem Rätsel extra als Beutel zugehalten, damit man hier mal wieder was zum Tor kriegt. Und dann ist mir eingefallen, dass uns der William das Rätsel ja in seinem Drecks-Tagebücher schon versaut hat. Buiverderber. The grave of Marcus Gordon himself. Sam, geht's deine Füße gut? Ah, da sind's. So, mein Zeiteisen sagt, es ist 5 vor Grabräuberei, also macht man... Wow. Okay, ich will von dir nix hören, wenn wir zur nächsten zugesperrten Tür kommen, sonst schäbert's. Marcus, the first Gordon. Da liegt der magere Markus und hat uns sogar was mitgebracht. Einen ersten von den 5 Schlüssel und ein neues Bierhe. Aus dem Bierhe erfahren wir jetzt etwas über den Fluch, der auf unserer Familie liegt, wie so eine kratzige Bettdecken. There is no man today who would remember the origin of the gate of the two worlds, the Black Mirror. Einer unserer Vorfahren, der Mordred, hat die Leute im Land mit seiner arschigen Art geknechtet. Sein Bruder Markus ist zum Glück gerade noch rechtzeitig gekommen, nachdem er im Ausland einen Haufen Ungläubiger erschlagen hat. Ich bin verwirrt. Gibt's einen Guten in der Geschichte? Markus hat also Mordred in dessen Burg angegriffen, und kurz vor knapp hat der Mordred tief unterm Schloss ein Portal geöffnet, nämlich den Black Mirror. There, he opened within its heart the Black Mirror and urged the entities of Shadow to help prevent his doom. Damit hat er scheinbar Schattenwesen beschworen, die seinen Untergang verhindern sollten. Was nicht ganz funktioniert hat, da der Markus nämlich sein Schwert in Mordreds Brustkorb installiert hat. Righteous anger hit its target and cold steel pierced the black heart of the traitor. Das Portal ist damit zwar wieder zugegangen, aber der Mordred hat nur ein bisschen umeinander geflucht. With merciless hatred and zealous rage of his defeat, he pronounced the dark words of the curse. Irgendwann wird der Nachfahr von Markus 5 Seelen von 5 Sterbliche bekehren und damit für Mordreds Rückkehr sorgen. Mordred then fell to his knees.
and the throat of the Black Mirror closed as he took his terminal breath. Da der Markus das nicht für optimal gehalten hat, hat er 4 Schlüssel an 4 Schlossherren aus dem Geschlecht der Gordons im ganzen Land verteilt und einen hat er sich selber behalten. Dann schreibt er noch, dass diese 5 Schlüssel niemals zusammen in die Hand von einem Menschen gelangen sollen. Never again would the keys meet in the hand of a mortal to open the gate between the worlds of good and evil. Und da unser Samuel hier scheinbar weniger Hirnschmalz hat als ein Schlangengliedmaßen, ist sein Plan fürs komplette restliche Spiel was? I'll obtain the 5 keys and finish what William couldn't. Genau, alle 5 Schlüssel in die Hände zum Krieg. Samuel, du dumme Sau. Ich verstehe auch nicht ganz, woher die Schlüssel in der Geschichte vor mir gekommen sind und was genau die Tor oder verhindern sollen oder überhaupt, aber seien wir mal zuversichtlich, dass unser Spiel später noch Antworten auf all diese Fragen liefert. The path is closed. There's no getting out that way. Der Ausgang ist nach wie vor zu, aber auf einmal gibt es einen fetten Kerzenständer zum Benutzen und... Where did it run? I must have hurt my arm. Could have been worse though. At least I'm alive. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade sind. Ich hoffe einfach mal, dass der Ratz gut geht. Ein schönes Detail in der Szene, damit ich nicht nur umeinander maul. Wir kriegen keine Beschreibungen von den Gegenständen, bis wir es nicht angedacht haben. Was vermutlich simulieren soll, wie schlecht der Sam in der Dunkelheit sieht. I can't see anything, but the fencing can't be moved. Das ist eine geile Idee, gefällt mir. Was nicht so geil ist, ist, dass das Hebelrätsel hier scheinbar komplett zufallsbasiert ist und einfach mit rohem Rumprobieren gelöst werden muss. If only I knew the correct setup. Nothing. The levers must be in the wrong position. Weißt, es ist nicht so, als hätte ich narrisch viel Ahnung vom Game Design, aber ich darf mir zutrauen, dass ich bessere Rätsel hinkriege als sowas. Excellent. 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 Und nach der Tortur darf man gleich nochmal eine gute halbe Minute investieren, bevor wir uns überhaupt wieder rühren können. Here are the things I lost when I fell down the shaft. Most of the items are all right. Ich kann mich nicht mehr gescheit erinnern, aber haben die Tage in den 90er zufällig 30 statt 24 Stunden gehabt? Das darf nämlich ein bisschen was erklären. The camera is smashed. Das ist so sagenhaft unnötig. Wisst ihr, wie man das anders lösen hätte können? Here are the things I lost when I fell down the shaft. The camera is smashed. Nachdem wir uns wieder orientieren können, klauen wir das Seil auf und beißt mir erst einmal in den lustigen Glitzerschlauch da. Okay, ja, das war verdient. Old wire cutters might come in handy. In der Schachtel finden wir eine Zange, mit der wir Stromkabel durchzwickern können. Zumindest wenn wir vorher die Maschine ausschalten. Ansonsten... It won't be obstructing my way any longer. Locked. The key is on the other side of the door. Und wer denkt, man kann mir jetzt halt ähnlich wie bei Darkfall mit dem alten Schlüssel-Rausschirmtrick weiter, der täuscht sich. Na, wir schneiden einfach ein Loch in die Tür und gelangen durch. Got it. Weißt, die eine Sache, die es nicht überkompliziert machen wollten, war vermutlich den meisten Leuten sofort eingefallen. Another shaft. How many of these are there in here? Maybe I'll never make it to the surface again. Okay, da dann mal sagen, das ist eine alte Mine. Einen Weg hinaus sehe ich nicht, aber einen Sicherungskasten, den wir aufmessern können. Nicht, dass es uns was bringt, aber es geht ums Prinzip. A system of fuses and cables. Nothing I could use. Eins weiter sehen wir einen alten Aufzug und das darf für unsere Chance hier rauszukommen. Aber wir schmeißen ihn an. Hier hinten steht eine Maschine, die eventuell für den Aufzug zuständig ist, aber natürlich haben wir keine Ahnung, wie man es bedient. This enormous mechanism was used to move something big. Maybe it controlled the main lift. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht einmal, was der Sam überhaupt weiß oder kann. Hat der Kerl was gelernt oder ist er einfach nur Sohn vom Beruf? Nachdem ich mir in dem Level nochmal ein bisschen genauer umgeschaut habe, habe ich nur einen Stofffetzen in einem Skelett gefunden und eine Metallstange. The cloth is rotten, but still usable.
Ganz ehrlich, mir gefällt bei dem Spiel wirklich gut, dass man theoretisch ganz viel mit Gegenständen arbeiten kann. Wenn ich so an I Have No Mouth and I Must Scream zurückdenke, wo es zu dermaßen wenig Items und Interaktion damit gehabt hast, dann ist das hier eigentlich ein deutlich klassisches Point-and-Click und eigentlich auch viel mehr nach meinem Geschmack. Aber was das halt dann für Rätsel sind und wie und vor allem wann man es lösen kann, ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Nachdem ich die ganze Gegend nochmal deutlich genauer beaugapfelt habe, ist mir aufgefallen, dass das Fassel auf Epsi draufsteht. There might be something under that lid. Mein Gedanke war dann, das Fassel muss weg. Ich hab ein Seil benutzt, ich hab ein Messer benutzt, ich hab die Stahlstange benutzt und nichts davon hat was gebracht. Und warum? Weil Mr. Do-It-Yourself hier natürlich erst einmal versuchen muss, das Fassel selber umzuschmeißen. I have to push it off somehow in order to get to the lid. Nur um dann festzustellen, dass er eventuell an irgendeinem Punkt in seinem Leben vielleicht mal eine komplette Bench hätte pressen sollen. No way. It's too heavy. Und seine windigen Spaghettiarme lassen uns im Stich und jetzt darf man endlich drauf losstochern. I'll try piercing through the plate with the sharp end of the rod. Ortaf this! Und das ist jetzt ein richtig ekelhafter Fall von erzwungenem Eins nach dem anderen, obwohl man als Spieler schon die richtigen Ideen hat oder sogar schon genau die richtigen Sachen macht. Evacuation complete. Nach ein bisschen Stecherschirm und Schubsen finden wir nur ein Seil an die Falltür und öffnen es, indem wir die Lore da in Schwung bringen. Ach so, und einen Bremsblock von der Lore müsste man natürlich auch erst noch entfernen. Sagen wir, sind die Entwickler damals vielleicht pro Rätselschritt gezahlt worden? Und falls sich irgendjemand fragen soll, warum ich sofort auf die Lösung gekommen bin, so habe ich mir als Kind mal einen wackeligen Zahn entfernt. Nachdem das endlich erledigt ist, steigen wir 2 Stockwerke tiefer, kriegen absolut keinen klaustrophobischen Aussetzer in der Dunkelheit und spielen uns ein bisschen mit der Bockhavin. It has loosened. I must reconnect the circuit. Das ist ebenfalls wieder eine reine Zufallssache, ohne Anleitung oder Hinweise. Ihr Herz ist, ich reg mich schon gar nicht mehr auf. Ich meine, ganz ehrlich, wenn einem sowas in echt passieren darf, dann hätte man vermutlich auch nur die Option, umeinander zu batschen, bis irgendwas funktioniert. At last! Sobald wir wieder was sehen, grabt man dem Kollegen da zwischen die Rippen rum, um einen Schlüssel zu finden. I found a small key. Danach schlagen wir das Bier hier auf und lesen wir erst einmal eine Runde, haben wir ja keine Eile. Maybe it will help me get outside. Der Black Mirror ist vielleicht nicht ganz so schlimm wie Darkfall mit seinen endlosen Zetteln und Bierchen und Notizen, aber ein bisschen erinnert es mich schon dran. Das Tagebuch hier da ist von einem Minenarbeiter geschrieben worden, der sich erst mit abergläubische Untergebene rumschlagen und letzten Endes sogar einen Minenschacht wegen angeblicher Geistersichtungen schließen hat müssen. We had another ghost episode this afternoon. Such nonsense. Nobody wants to work in the new corridor. They're afraid of the ghost. I had to agree to shut it down. Otherwise, I'd have to go into the mine alone. Das ist der lustige Teil von der Geschichte. Der nicht so lustige, für normale Leute, ist, dass er sich wegen irgendwas erschrocken hat, hier runtergefallen und, Überraschung, nie wieder rausgekommen ist. I believe a couple of my ribs are broken, and my left arm is so swollen, I can barely move it. My whole body aches from screaming. But nobody can hear me. If somebody finds this and takes it out to the surface, please, bury me like a proper man. Die rührende Bitte von einem gottesfürchtigen Menschen, der auf seine letzten Minuten nur noch anständig beerdigt werden wollte. Ja, ich hoffe, du liegst da gemütlich, weil das kostet ein Tor schmieren. Wir bewundern nur kurz, was er bis zum bitteren Ende für eine Schönschrift geliefert hat. Das darf ich bei bester Gesundheit nicht so sauber hinkriegen. Und dann vergesst man ihm und sein Bierchen, weil es weniger zu unserer Geschichte beiträgt als ich beim Bühnenaufbau und nichts davon jemals wieder zur Sprache kommt. Mit unserem neu gefundenen Schlüssel sparen wir den Schrank hier auf und haben den Jackpot geknackt. A revolver. I'll take it. Ein Revolver, 2 Patronen dafür und technische Zeichnungen, mit denen wir hoffentlich den Aufzug zum Laufzug machen können. Weil er dann läuft, versteht's? Okay, schwieriges Publikum. Ich bin echt gespannt, was das jetzt wieder für ein mordsmäßiger Aufwand wird, um das Ganze drum anzuwerfen. Wahrscheinlich darf man erst einmal... The main engine is running now. Hopefully, the controls in the lift room will be functional now. Und dafür haben wir jetzt die Blaupausen braucht. Ich hab vorher 10 Minuten lang blind an irgendwelche Dreckshebeln umeinander gezogen, bis der Strom angegangen ist. Aber hier brauche ich Original-Explosionszeichnungen mit Autogramm vom Erfinder, oder was? Okay, aber da jetzt endlich alles funktioniert, drucken wir das Knöpferl und kommen hier raus. Nothing.
Noch eins tiefer stellen wir fest, dass da ein Dampf austritt, wo keiner austreten soll. Ich darf das Loch ja gern stopfen. Geh, wird's erwachsen! Aber mein Leichentempo reicht scheinbar nicht. I would burn myself. Und jetzt sagt's mir ja nicht, dass ich's nass machen muss. Ich hab vorher öfter versucht, den erschissenen Kadaverhaaren in die Lockern da einzutauchen, als ein Pfarrer mit einem epileptischen Baby ins Weihwasser. Und jetzt geht's erst! I have dampened the rag. Nachdem ich das drum dann mit Anlauf ins Real gerammt hab, meinst mir, dürft man endlich Aufzug fahren? Na, natürlich nicht, weil's am Aufzug genau wie mir die Sicherung raushaut. The machine couldn't take a full power input, damn it. Maybe it's just a blown fuse. Bei was hab ich vorher schon ein Dutzend Mal probiert, aus dem kreisverdammten Stromkastel da eine Sicherung rauszunehmen. Und was geht erst jetzt, damit wir ja unsere 10.000 Schritte am Tag zusammenkriegen? I'll try using the fuse from this box in the lift room generator. Es interessiert mich mittlerweile einen Scheißdreck, ob der Aufzug überhaupt noch kommt. Mir steht's bis da. Warte mal, ihr könnt's mir gar nicht sehen. Bis da steht's mir! Ich hab nimmer so viel geschrien seit meiner ersten Intimrasur mit Feuerzeugbenzin. Mir glänzt! Wenn ich nicht in den nächsten 5 Minuten irgendwas da schießen darf, dann brennt hier auf Kläranlage, das sag ich euch! An der Stelle mal ein kurzer Einwurf von einem sehr viel gelasseneren Granti. Tatsächlich finde ich das gar nicht so schlecht gemacht. Ich meine, klar, Point-and-Click-Abenteuer haben uns jahrelang darauf konditioniert, unseren inneren Kleptomanen freizulassen, alles immer sofort aufzuheben und jetzt drum an jedes andere drum zum Reihen, bis was funktioniert. Aber ich kann mich erinnern, dass ich manchmal auf die Art und Weise Rätsel durch Zufall gelöst habe, ohne zu wissen, dass das mal Rätsel werden hätte sollen. Also im Sinne von einem gewissen Realismus und der Logik ist es tatsächlich nachvollziehbar, dass der Sam die Sicherung zum Beispiel erst holt, wenn er wirklich eine braucht. Ich meine, der Bub hat schon alle seine Taschen voller Klump. Und ja, warum soll er da einfach aus Spaß seine Stahlstange durch das Fassel da stechen oder den Stofffetzen ins Wasser halten? Der Sam ist keine 3 Jahre alt und meint, das war jetzt eine geile Idee, der Mama ein Beutel mit dem Kackstift an den Kühlschrank zum Schmieren. Der denkt nach, warum er was macht, bevor er es macht. Und das kann ich jetzt nach ein bisschen Ruhe, Reflexion und ungefähr 200 Milligramm Beruhigungsmittel im System durchaus würdigen. Hier oben verspart uns mal wieder dir unseren Weg. The grate is closed with a padlock chain. Das Vorhängeschloss schaut aus, als kann das eine ordentliche Kugel vertragen und da ich sowieso auf irgendetwas schießen wollte, dort kriegt das drum jetzt alles ab. That was not a good shot. The lock is still holding together firmly. A perfect shot. The padlock is down. Damit steht unserer Freiheit nichts mehr im Weg. The way is free. I did it. This isn't looking good. Okay, unter uns Klosterschwestern, das war Absicht. Ich hab von vor 5 Jahren ungefähr nur im Kopf gehabt, was hier passiert, aber seien wir mal ehrlich, die meisten Leute darf's doch genauso gehen. Was man hier machen muss, um heil rauszukommen, ist erst einmal das Vorhängeschloss genauer anzuschauen, damit der Sam die Stein findet, wo er es mit nur einer Kugel kaputt kriegt. The right side of the lock is quite rusty. A perfect shot. The padlock is down. Damit bleibt uns nämlich eine für die Selbstverteidigung übrig. Alter, das ist... okay. Kennt ihr Gun Fu, also Kung Fu mit Knarren, so John Wick zum Beispiel? Das hier ist Gun Tai Chi. Ich hab noch nie jemanden so entspannt irgendwas umbringen sehen. Sammy, du hast echt ein Problem. Aber jetzt einmal noch mal kurz zum gerade lobgepriesenen Realismusdenken von dem Spiel. Erstens war der Kollege hier komplett dort, wenn er einen verdammten Revolver in einer Höhle abgefeuert hätte. Perfect shot. The padlock is down. Und zweitens, das da ist kein Tier. Das ist ein Gitter. Kennt ihr die Viecherl? Das ist so ein Gurl von Stangen mit ganz viel Luft dazwischen zum Durchschauen. Meinst der Kerl hätte vielleicht von drinnen schon sein können, dass 1 Meter vor ihm weg so ein Flohbeitel steht? Dann hätte sich nämlich der geneigte Spieler vor dem Bildschirm vielleicht sein Teil denken und besser planen können. Und jetzt kommt's mir ja nicht mit mei, da ist halt dunkel. Hier draußen scheint ein Vollmond im Format Dina dein Mutter. Man kann dort hier vermutlich problemlos ein Putzel zusammenbauen. I scrambled through the vast area of the woods and set off for the castle. Zurück im Schloss gibt's dann eine kurze Lagebesprechung, wo jeder Sachen andeutet, aber keiner einfach erklärt, was los ist. You look terrible, Samuel. Did something happen?
They found him dead this morning in the pond. The stink of decaying flesh is forcing tears into my eyes. Marcus, the first Gordon. No. I did want to have a word with you, but I have to leave for the sanatorium in a short while. Can't you put it off to tomorrow morning? Unfortunately, I cannot. What's this about, then? I do not know exactly myself. I will determine the situation when I arrive there. It's late already. I must go now. I'll be leaving for Wales tomorrow, Victoria. To Wales? May I ask why? Oh, just for a visit. Der Robert muss wegen irgendwas mitten in der Nacht in seine Klinik, der Sam sagt, dass nach Wales fahren möchte und Victoria hockt einfach da und denkt sich, Nobody tells me nothing. Ich erzähle euch natürlich schon was, und zwar, dass ich eigentlich Kapitel 2 und 3 in ein Video bringen wollte, aber da ich versuche, einzelne Videos nimmer über eine Stunde kommen zu lassen, hätte ich dafür mehr Zeit zusammenbatzen müssen als eine Müllpresse an einem guten Tag. Nächstes Mal geht's also mit dem 3. Tag im Abenteuer für unserem Richie Rich hier weiter, und wenn's euch schon drauf gefreut, dann drückt's mir gerne die Daumen, abonniert meinen Kanal, es darf euch der Samuel dafür zahlen, und lasst mir gerne einen Kommentar da. Ich sage jedenfalls Servus Erdnuss und bleibt's friedlich.